Auf diesen Tag hat der Andreas Frick gelangt. Morgen. Endlich darf er sich verwandeln. Ja, sobald man die Wahl hat, ist man einfach in dem Modus hin und dann läuft es einfach. Und alles andere rundum merkt man gar nicht mehr. Das ist SRF bei den Leuten, Familiensache. Emmenbrück im Kanton Luzern. Oder Markus Hecki und seine Frau, Kiana, haben einen aufregenden Tag vor sich. Nach langen Vorbereitungen machen sie ihr Restaurant «Mami» auf. Also ein bisschen angespannt ist man immer, also in letzter Zeit natürlich. Es ist, von der Arbeitsintensität ist es sehr, sehr hoch. Also das ist nicht ein 8 bis 5 Job, den wir hier machen, sondern das ist wirklich voll Power. Das Einzige, was man nebenan hat, ist Schlafen. In der Küche gibt es chinesische Spezialitäten. Alles frisch gekocht. Sehr gern kochen, für die Leute helfen. Ja. Ja, stimmt. Glücklich. Die Kasse funktioniert. Schnell müssen updaten, damit es auch mit dem Angebot übereinstimmt. Aber es funktioniert, ja. Es ist auch nicht alles selbstverständlich, dass schlussendlich, wenn wir starten, dass eigentlich alles mal technisch geht und wirklich auch Geld eingenommen werden. Und schon sind die ersten Gäste da. Gebratene Teigtaschen mit Schweizer Poulet, das will man jetzt rein. Ja. Das will man jetzt rein. Zum da essen. Ja. Das ist gut. Die Giana kocht, was sie und ihre Familie selber gerne essen. Darum heisst das Restaurant «Mami». Also, wir haben mal eine erste Tranche, es kommt dann noch mehr. Die sind noch am Machen. Die dauern ein bisschen länger. Also das sind 5 und 4. Also, wir bringen die nachher noch. Gut. Gut gemacht, ohne knusprig. Es ist richtig warm, also heiß. Das ist schon mal gut. Und es ist gut zum Essen. Ja. Ich nehme eine Suppe. Sehr gut. Patricia, noch mehr Bouillonsuppe machen. Wenn ihr noch ein bisschen scharfe Soße? Ich hätte gerne noch scharf, ja. Ist gut? Gerne. Also ist dann richtig scharf? Ja, wir sind absolut zufrieden. Wir haben nicht viel Werbung gemacht bis jetzt und so langsam kommt das zu laufen. Ja. Guten Tag miteinander. Sonst wären so verschiedene Teigtaschen mit einer Fleischfüllung drin. Und mit Karten oder? Mit Karten, sehr gut. Bis um 11 Uhr. Bis um 11 Uhr. Ja, genau. Giana sieht von der Küche aus, dass ihre Kinder und ihre Schwiegermutter sind angekommen. Der Markus hat seine Töchter schnell vom Ballett abgeholt. Mikromelle. Reis. Habt ihr nicht kalt? Ihr seht so wunderschön aus. Heute hat Grossmami die Frisur sehr gut gemacht. Ja, nicht schlecht. Die Haare heben. Gebt mir einen Kuss. Vermisst ihr das, Mami? Hä? Wie viel Shenzhen brauchst du insgesamt? Wie bitte? Wie viel? Oh, ist es das? Wie viel Shenzhen? 4 Shenzhen. Geht das? 可以吗？可以马上给吗？锅贴现在2 Minuten 锅贴新的，这是neu. Entschuldigung, ich rede mit dir über Chinesisch. Ist neu, ja, für Tisch 6. Und jetzt kommt noch mal Shenzhen, aber das müsst ihr dann nicht machen. Moment schnell, das war vorher nicht richtig. Ihr müsst mir noch mal schnell sagen. Also ihr habt
12 gebraten. 12 Braten, ja, das sind sie jetzt am machen. Und das ist alles. Und 2 Cola, hä? Noch. Ja, gut, dann bringe ich das. Das Durcheinander. Leider, wir haben das mit dem Kassensystem noch nicht richtig im Griff. Wir müssen das noch ändern. Also, das Problem ist, sie kommen rein und sind noch nicht an einem Tisch. Und dann können wir sie nicht richtig zubuchen. Und wir müssen in Zukunft mit denen zuerst am Tisch laufen. Und dann müssen wir noch bestellen. Weil wir haben ja die Bildschirme. Das ist leider ein bisschen umständlich, aber wir müssen das jetzt so machen. Danke. Merci. Tschüss, haben wir gut Zeit. Die letzten Gäste sind gegangen. Für die Gianna und der Markus ist aber noch lange nicht Feierabend. Das haben wir uns nicht so vorstellen, dass man halt gerade an der Anfangszeit so alles muss selber machen muss, alles schauen, man muss das Gefühl bekommen für die Kunden, man muss wissen, was man muss ändern, Probleme beheben. Es verzeiht sich eigentlich nicht, dass man nicht rum ist. Und das heisst jetzt eigentlich, dass wir eben wirklich nur noch ganz spezifische Sachen können machen, noch mal schnell weg zum Kind bringen. Aber irgendjemand ist eigentlich immer die ganze Zeit rum. Und ja, das ist jetzt einfach der Anfang, muss so sein. Ja. Nein. Ist gut gewesen? Das Tanzen macht Hunger, gell? Mhm. Jetzt geben wir einfach Vollgas. Da, gell? Dass wir wieder mehr Zeit haben, auch für dich. Gell? Aber der Anfang ist halt immer so. Die beiden Grossmütter bringen Jalina und Eliana ins Bett. Das können die Eltern wegen dem Restaurant ab heute nicht mehr machen. Im appenzellischen Urnäsch ist die Familie Frick im Klausenfieber. Was braucht der Papi noch mehr? Stimmt. Welche nennst du? Die neuen. Nur, dass du weißt, wo sie sind. Ja, wenn, dann müssen jetzt hier in einem Kasten rein sein. In unserem Schlafzimmer. Und jetzt musst du selber sagen, welche das hier die neuen sind. Ich würde sagen, die. Nehmen wir die mit. Dann noch eine Gelle noch annehmen. Dann mache ich hier. Willst du den Abendträger? Ja. Morgen ist Silvester. Bevor der Andreas geht klausen, präsentiert er das erste Mal seine Haube. Das habe ich hier unten gerichtet. Der heutige Abend freut mich auch noch ein bisschen. Dass wir denen, die geholfen haben und die Familie allen ein bisschen zeigen und ein bisschen zusammenhocken, gemütlichen Abend haben. Und nachher ja, freut man sich auf morgen. Und das Wetter sieht, glaube ich, so weit gut aus. Dann können wir die Wagen, glaube ich, anlegen und starten. Und dann, ja, man ist schon ein bisschen kribbelig und ja, am liebsten gehen wir gerade schon. Backsickel und Pfeifenstiel. Jetzt merkt man schon, dass er nervös ist. Es ist immer gut, wenn er ein bisschen aus dem Haus ist. Und jetzt ist schon, jetzt merkst du, jetzt überträgt das auch auf Gofen. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen nervös. Das ist schon so, ja. Die Schuhe haben wir gefettet, Maja und ich. Danke. Bitte. Da ist, glaube ich, ein Brandflecken. Ja, hier in der Hose auch noch etwas. Sag mir, kannst du mir helfen? Monatelang war das Sujet auf der Haube geheim. Jetzt dürfen die Leute endlich sehen, was der Andreas mit seinen Kollegen geschafft hat. Ja, ist aber speziell. Einfach die Zeit, die du investiert hast, kommt so wieder irgendwie ein bisschen den Lohn tun, wenn man es dann sagen kann und den Leuten Freude machen. Die alte Mühle ist das neue Sujet auf der Haube. Darum macht der Schuppel hier auch seine Vernissage. Eli, Jürg, Unter den Gästen ist auch der Grossvater von Andreas. Er hat einen wichtigen Beitrag geleistet an Klausenhut. Ein bisschen abgerundet. Ja, eben.
Und dann... Haben die haben der Honda immer, schönes Wagen gegeben. Kompliment. Also, danke, ja. Ja. Gleichfalls. Ja, ich habe mir schon Mühe. Ja, Sepp. Ja, dann. Bröckli. Ja, zuerst noch. Also den Unterbau habe ich nicht gemacht. Das ist ein bisschen meine Stärke. Weil Rädli hat ja Menge, die so Zeug machen. Aber die Rädli macht noch ich so. Stolz ist man sicher. Man hat einen Haufen Zeit investiert. Und ja, ich glaube, man darf es jetzt anschauen. Auf der Haube wird die Geschichte von Mülli erzählt. Von Ernte bis zum Mahlen und dem Verkauf. Fällt aber da schon ein bisschen der Puls. So. Ja, es erfüllt dem auch mit Stolz, wenn sie es so weitertragen. Bis jetzt hat alle gesagt, sei schön. Aber ich glaube, wenn es nicht so wäre, würde ich es nicht sagen. Nein, ich komme glaube ich, gut an. Und das Wichtigste ist ja, uns gefällt. Und wir können glaube ich, mit Freude mal in den Tag starten. Und dann gehen wir los und hoffen, wir haben einen schönen Tag. Stefan am Zürichsee. Die Miriam und der Carlos Bernales machen hier eine Infoveranstaltung. Heute ist die Herausforderung, alle Namen erinnern von den Leuten, die wir eigentlich schätzen und mit uns unterwegs sind. Dann jetzt noch einrichten richtig. Und ja, ich bin beim Präsentieren immer ein bisschen nervös. Du bist ein bisschen lockerer da. Ja. Komm, rennen! Eigentlich wohnen sie in Peru. Braucht eine extra Einladung. Sie sind für die Geburt des zweiten Kindes in die Schweiz zurückgekommen. Oder Miriam, ihre Mutter, ist da. Hallo Miriam. Da habe ich am Fall 10 oder 15 Jahre gewohnt. In diesem Haus, ob den Rebbergen, Sicht auf den See. Heute reden sie über ihr Hilfsprojekt in Peru. Der Miriam, ihr Vater, hilft mit. Ich bin froh, dass du gut angekommen bist. Danke, ich auch. Wir informieren über das ganze Jahr, was wir in Peru gemacht haben. Und es kommen viele Leute, die auch uns unterstützen. Und ja, es ist für uns sehr wichtig, mit ihnen immer in Kontakt bleiben. Und das ist auch mega schön, wenn wir diese Leute mindestens einmal im Jahr sehen können. Okay. Also, herzlich willkommen Miriam und Carlos mit dem Mail und dem Baby im Buch. Schön, dass ihr da sind. Barbara ist noch nicht da. Wieso kommt jetzt das nicht? Kaum angefangen, gibt es ein technisches Problem. Der Beamer funktioniert, ich weiß jetzt nicht wieso, aber nicht mehr. Das passiert nicht in Peru.
Es geht weiter. Also, herzlich willkommen. Schön sind ihr alle da, von nahe und von fern und bei dieser Hitze. Aber es ist halt die einzige Möglichkeit, die wir haben, im Jahr euch ein bisschen zu erzählen, was bei uns gelaufen ist, was uns freut und herausfordert. Vor dem Start der ersten Bauetappe ist eine ganze Gruppe von ganz hässigen Menschen gekommen, von den 2 Nachbarslums. Und die haben gesagt, das ist unser Grundstück, ihr nehmt es uns weg, wir sind Besitzer von dem und wir werden die Mauer stürzen. Für uns war es wirklich ein Gebetserhöhen, dass die mit dem verstanden haben, dass was wir machen, ihnen hilft und für ihre Familie langfristig ein mega Gewinn ist. Mittlerweile stehen beide Anliegen des Slums, die Chefs des Slums mit ihren Vorständen und den Einwohnern 100% hinter uns. Und sind begeistert und machen mit. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die vielfältige Unterstützung von allen von euch. Muchas gracias. Ich hätte gerade am meisten Lust, wieder Volontärin zu sein, aber da muss ich wieder Spanisch lernen. Das kannst du! Vielleicht 2 Wochen kannst du, oder 3. Oder? Wir durften das Projekt besuchen vor etwa 4 Jahren, im 2019, nur 4 Stunden. Und dann waren wir so begeistert gewesen. Und es lebt, es ist äußerst schwierig manchmal und unglaublich der Glaube, den sie haben. Also für so eine gute Art. Für ihre Schule und andere Hilfsangebote sind Bernales auf Spenden angewiesen. So finanzieren sie ihre Arbeit in den Slums von Lima. Also, tschüss. Danke. Ciao. Carlos. Gottes Segen Ja, und genießen dir die auch. Ferien. Ja, danke. Es bedeutet mir sehr viel, dass ich einfach merke, wir sind nicht alleine. Auch wenn es Momente gibt, die schwierig sind, auch in den letzten Monaten oder Jahren. Wir sind nicht alleine, wir haben Rückendeckung. Und ja, das löst sehr, gibt wieder Energie, für was kommt auch. Energie braucht Miriam. In wenigen Tagen hat sie den Geburtstermin von ihrem Sohn Josias. Es ist spät geworden gestern. Der Andreas hat verschlafen. Wenn es um das Klausen geht, ist er aber schnell parat. Auch am 4 Uhr am Morgen. Ja, man ist top motiviert. Bereit zum Gehen. Ja. Einsteigen, gehen. Die Frau von einem Klausenkollegen fährt sie zur Mühle. Ihre Haube haben sie gestern dort gelassen. Die Hausherrin wartet schon mit einer Stärkung. Die Männer vom Klauserschuppel brauchen ein bisschen Boden. So. Ich bin auf dem Wecker runtergelegt, darum habe ich nicht gehört. Ja, jetzt ist das, was machst. Noch ein Glas da. Der eine oder andere kommt vielleicht ein bisschen früher oder später, aber sonst gehört es dazu. Ja? Du bist jetzt spät gekommen. Du, oder? Der Morgen vom Silvesterklausen ist für die Gastgeberin ein besonderer Moment. Ist ganz etwas Schönes, ja. Und für mich fast nie. Einen Schuppentör zu bewerten, ja. Ja. Entschuldigung. Andi. Peter. Ueli. Andi. Peter. Ueli. Ja gut, das ist wirklich wie im Magen drin. Hat man sich daran gewöhnt. Du kannst wieder anfangen.
jetzt geht es gerade los. Der Andreas und seine Kollegen verwandeln sich in sogenannte schöne Kläuse. Lassen wir los. Die schönen Kläuse sollen die guten Geister anlocken. Ja, das ist für mich ganz ein spezieller und unbeschreiblicher Moment. Da lösen bei mir Emotionen aus. Das sind meine Wurzeln, so bin ich aufgewachsen. Und da hat man beim ersten Säuerle schon mit den Augentränen zu kämpfen. Ja, sobald man war, hätte ich einfach in dem Modus hin und dann läuft es einfach. Und alles andere rundum merkt man gar nicht mehr. Und ist eine Art, ja, man kann sich einfach dann aufs Klausen konzentrieren und alles andere geht nebenbei vorbei. Alles Gute wünschen für das neue Jahr und dann geht es weiter zum nächsten Haus. Als Dank für ein Zäuerli gibt es einen Schluck Weisse oder Glühwein. Ja, das ist doch ganz schön. Das ist so ein alter Brauch. Das ist doch ganz schön. Bye bye. Tschüss, Mahi. Bis später. Wenn es Markus Häcki irgendwie lenkt, nimmt er sich Zeit für seinen Vater. Der wohnt in der Wohnung oben dran. Sein Vater hat eine Nervenkrankheit und braucht rund um die Uhr Pflege. Balti? So? Willst du etwas trinken? Wie? Froh, dass ich gekommen bin. Herzig. Ja. Schöne Aussicht, hä? Es ist wirklich Schritt für Schritt ist das gekommen. Und es hat die Momente gegeben, wo man es wie nicht verstehen konnte. Die Kranken nicht verstehen, dass er jetzt so agiert. Aber mittlerweile kann man das klar einordnen, wie es genau ist. Und ich verstehe es, dass es einfach darum geht, Zeit mit ihm zu verbringen. Möglichst die Zeit geniessen, aufsaugen, was man kann. Ich kann noch ein bisschen Dessert. Soll ich dir noch ein bisschen Dessert geben, Walter? Ist es fein? Ich bin aktuell recht viel unterwegs mit dem Restaurant und kann nicht mehr ganz so viel Zeit aufwenden, wie ich das früher gemacht habe. Aber ja, es ist etwas Wichtiges. Ja. Gell, Walt? Ich gebe dir ein Biss. Mein Vater ist eigentlich die wichtigste Unterstützung für dieses Projekt. Er hat uns das ermöglicht. Er hat geschaut, dass wir die Hypothek aufnehmen können. Das ist heute nicht mehr so einfach bei den Banken. Und er hat den finanziellen Rückhalt gegeben.
Und von dem her ja, ist er der erste Unterstützer von dem Projekt. Und ja, da bin ich ihm extrem dankbar. Gut. Vor 15 Jahren hat der Walter Hecki die Diagnosen bekommen. Der körperliche Abbau ist ein schleichender Prozess. Er hat uns auch mit der Krankheit eigentlich viel gezeigt an Lebenshaltung. Also er hat sich eigentlich nie unterkriegen, er hat immer alles gemacht, was er konnte. Er hat sich nie irgendwie geschämt für nichts. Ja, und eigentlich, er hat eigentlich sehr viel Positives gegeben uns mit dem. Wolfhausen im Zürcher Oberland. Der Carlos ist allein mit dem Mael. Seine Frau, die Miriam, hat vor 2 Tagen das Baby auf die Welt gebracht. Für die Geburt sind sie in die Schweiz gereist. In meinem Land, wenn du zum Spital gehst, dann musst du draußen warten. Und du siehst nicht, wie dein Sohn auf der Welt kommt. Dann musst du, und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Zeit für einen Papa. Ich glaube auch, als Mann, als Papa, hast du noch mehr Respekt für deine Frau, oder? Ich freue mich wieder, Josias Mateo und meine Frau besuchen gehen. Vamos al carro, ¿ya? Ven. Ven hasta el carro, ven. Ven. Vamos. Chistosito. Chistosito. Ópale. Ay. Ya, ayúdame. Ópale. Muy bien. ¿No? Oh, sí. Acá vamos a hacer. Amor. Ay. Ay. Ja. Fin. Langsam, fin. Ja, fin. Kopf. Warten, ich helfe Hast du dir, schon ja? Tank gewaschen? Ja. Ich Hast du helfe Tank dir. gewaschen? Papa hilft gerade. Der Papa hilft. Ui. Schau, Kuss, gell? Mama, auch Kücheli, Mama. Ja, amor. Ay, mira, está durmiendo. ¿Ves? Sí, le limpias sus manitos. Ich saug nicht. Schau, kannst du da. Streichel. Den Brüderli. Wie war es? Ay. Streng? Amor, er trinkt alle 15 Minuten. Oh. Bis am 5 Uhr habe ich nicht geschlafen. 0. Nein. 0, 0. Ja, Carlos, jetzt schlaft er. Das ist wunderbar. Der Mael, ja, er hat mega Freude, gell? An deinem Geschwistertier. Ein bisschen humpelig. Hey, muss fein sein, gell? Ja, so ist gut. Gell? Ja, oi. Schlafen. Die ganze Nacht nicht geschlafen, weißt du? Ja, ist gut. Ja, das machst du gut. Ist ja ganz fein. Das machst du nicht. Wenn du schierst, dann kannst du mit Mael vielleicht. Puoi sentarti a Marcita acá abajo. No, mira. Ja, ich bin sehr, sehr happy. Nein, es ist wirklich ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder. Warte, das ist jetzt für dich, Möchtest du Josias. trinken, Josias? Ja, es ist mir wichtig, dass ich hier gebären kann, weil... Willst du zu Mami kommen?
Ja, weil in Peru gibt es zwar die staatlichen, aber die dürfen die Männer gar nicht rein. Und die sind nicht so gut. Dann gibt es die privaten, die sind zwar gut, aber ganz viel Kaiserschnitt. Ganz viel. Von dem her, wenn jemand natürlich will, dann die Chance, dass nachher gesagt wird, ja, man muss Kaiserschnitt machen, ist ziemlich groß und das würde ich nicht wollen. Von dem her ist gerade da ist das in der Schweiz noch ein bisschen anders. Da versucht man wirklich, dass es dann möglich ist, natürlich. Und eben Badwanne, so Sachen ist natürlich schöne Möglichkeiten, genau. Simon Frick und die Kinder sind heute extra früh aufgestanden. Steigen! Emil, du kannst auf meine Seite kommen. Jetzt gehen wir Andreas suchen, gehen wir schauen, ob wir es finden. Ja, geniessen den Morgen, wenn es so dunkel ist. Ist schon ein spezielles Gefühl, wenn man noch nicht so viel hört, wenn es einfach die Schellen hört und vielleicht ein Zäuerli. Und ja, gehen wir mal schauen. Gut, aussteigen, gehen. Können wir mal vorne gehen? Oh. Ja, das ist doch gut. Ab. Ich habe das Gefühl, er ist der Hölle. Es klingt so wie in seiner Stimme. Wir schütteln in seine Stimme. Also gehen wir mal in die Hölle schauen. Hoi, Heli, zum Zweiten. Hoi, wer ist da? Hä? Hi, Papi. Oh, wow. Hä, haben wir ihn getroffen? Ja, Schätzli, grüezi. Na, Juli? Anita? Und du mögen? Ja, sicher. Ja. Mehr schon? Was? Gell? Mal. Papi, Ja? Papi. Du hast den Augen Klaus, Emil. Magst du? Ja. Hast du gut geschlafen? Sag sicher. Tipptopp. Ja. Die Alina und Eliana Hecki kommen vom Kind schon vor der Schule heim. Die Großmutter Shendi schaut jetzt zu ihnen. Für das ist sie von Shanghai in die Schweiz gekommen. Wenn Mami und Papi müssen ins Restaurant gehen und wir können nur daheim bleiben und niemand kann uns anschauen, eben kommt Sandy zu uns anschauen. Ich vermisse es schon noch. Das Restaurant hat seit ein paar Wochen offen und die Eltern haben rund um die Uhr zu tun.
Auch für die Felicia, der ältesten Tochter von Kiana, hat sich der Alltag geändert. Etwas ist aber gleich geblieben. Zuerst müssen die Kinder Salat essen. Erst nachher gibt es den Hauptgang. An die Regeln, die der Markus und Diana eingeführt haben, halten sich auch Großmutter Cendi. Jalina, schau mal. Ich habe nicht richtig geschaut, ich war noch nicht parat. Jalina, komm ein bisschen näher. Ich habe gewonnen. Ich bin sehr glücklich, mit ihnen zu spielen. Wenn sie nicht zanken, dann haben sie es lustig beim Spielen. Und ich habe auch Freude. Sind ihr schon im Bett? Sie brauchen noch ein bisschen. Sind ihr bereit, um zu schläfeln? Ja. Der Papa hat heute Morgen einen Termin für euch abgemacht. Am Freitag könnt ihr die Aufführung schauen. Am Freitag? Am Freitag. Morgen ist Mittwoch. Ihr werdet abgeholt. Gute Nacht. Felicia geht spät ins Bett. Aber auch sie sieht die Eltern manchmal nicht mehr. Also sie kommen erst mega spät heim. Manchmal auch erst Mitternacht. Also es ist mega streng. Meine Mutter sucht jetzt gerade einen Koch. Und vielleicht kann sie so ein bisschen Arbeit von ihr übernehmen. Damit sie auch Wochenende hat und mit den Kindern ein bisschen Zeit verbringen kann. Ohne die Großmutter Cendi aus Shanghai ging es im Moment nicht bei Häckis. Gute Nacht. Gute Nacht. Stefan im Kanton Zürich. Die Familie Bernales besucht einen befreundeten Bauer. Hoi, Benni, hoi. Hallo? Hoi. Ja. Hoi, Mael. Hast du eine dicke Jacke im Winter? Ja. Gut, hä? Was hast du hier gemacht? Muckenstich aufklebeln immer, gell? Oh, Muckenstich. So können sie nie zugehen, wenn sie immer wieder aufklebeln. Und so? Mal, gehen wir zuerst zu den Hühnern. Oh, der Gückel. Guck. Mhm. Die Schwester von der Miriam ist mit ihrer Tochter auch dabei. Die Linda ist Miles in Scotti. Bei uns in Ventania gibt es eigentlich keine Tiere, außer Strassenhunde und Strassenkatzen. Und in dem Schweizer Club eine Kuh, die ausgestopft, also die Plastikkühe. Von dem her einfach genau, und persönliche Kontakte, Freundschaften, die schon lange sind. Das ist auch etwas, was hier schön ist und dynamisch möglich sind. Trampolin. Trampolin? Trampolin ist anders mal. Jetzt gehen wir zu den Tieren. Ja, wenn wir kurz auf den Traktor rauf. Wo sitzt sich mit beiden da, oder? Ja. Du hilfst schon mal mit dem Mail, ja? Oh. Wow. Die winken, Mami. Hat er den Heuball? Schau mal, Mail. Nimmt er den Heuball, den Benni, und tut ihn auf den anderen Heuball drauf. Holen wir noch einen Mael. Ja. Ja, ist das schnell. Ui, und der Mail ist am Steuern. Bist du am Steuerrad? Wow, jetzt aber. So, Mail. Ist noch ein bisschen steuern? Der Fremde gar nicht mehr. Willst du gar nicht mehr aussteigen? Gutti, Linda. Solche Momente sind selten.
Ja, ich vermisse es, meine Family sehr, sehr. Ja, ich will gar nicht daran denken, dass in 2 Wochen wieder retour geht. Aber ja, es ist halt Teil davon, genau. Ja. Gell, du? Ja. Noch nicht daran denken. Ja. Ist in 2 Wochen. Okay. Aber es ist immer ein bisschen kurz, genau, es geht so schnell vorbei. Man merkt halt schon, dass wir zusammen aufgewachsen sind. Auch wie wir unsere Kinder erziehen und wie wir mit ihnen umgehen. Schon viel mehr. Also das hätte ich eigentlich nie gedacht, dass man so viel übernimmt von den Eltern. Und wir sind ticken recht ähnlich, auch wenn es um Kindererziehung geht, was wir lässig finden, mit den Kindern zu machen. Ja. Ich denke, es ist einfach schön, wirklich einen Moment miteinander schöne Erinnerungen zu schaffen und dann ein bisschen an dem nachgehen und dann im Jahr wieder zusammen Sachen machen. Ja, schon schade, immer ein Jahr müssen zu warten, aber es ist jetzt momentan ein bisschen die Realität. Ja. Und dann? Mega schön mit dem Schnee. Wow! Ja. Nein, jetzt kommen die einfach. Ah, das ¡Grosso Stier! ¿Lo ves? Al toro? El más grande. Einer ist von ganz nach und der erst noch echt. Nein. Ein Mile seine Lieblingstiere. Wie viele Kühe hast du? Tage in der Schweiz sind für die Familie Benales Zelt. Das ist der letzte gemeinsame Ausflug in diesem Jahr. Schon bald gehen Miriam und Carlos mit ihren Kindern zurück auf Ventanilla, zu Peru. Ich kann mir so vorstellen, der Josias, dass in einem Jahr von einem Kind, wenn sie auf die Welt kommen, bis sie 1 sind, da passiert so viel. Und wenn ich ihn das nächste Mal sehe, ist er so groß und wie eine ganz andere Persönlichkeit. Das finde ich schon schade und traurig. Aber ja, sie machen ihr Projekt an und sie machen etwas mega Gutes. Ich bin auch mega stolz auf sie, was sie macht. Und darum ist, glaube ich, muss man sich auch akzeptieren, ist klar. Ja, genau. Ja, beides gleichzeitig geht nicht. Und das bedeutet, dass eine Seite weiss, es stimmt und es ist gut und es ist viel auch Schönes. Und die andere Seite auch sagt, es ist anspruchsvoll, es ist anstrengend, es ist traurig. Es gehört wie beides dazu seit 10 Jahren. Schon ein bisschen Opfer bringen auch, ja. Weil ich meine, du lebst nicht in den Slums und da hättest du das. Und deine Kinder auch. Das nächste Mal in der Familiensache. Die Präsenzzeit im Restaurant macht Markus Mühe. Die Kinder sagen es die ganze Zeit. Also sie sagen, wenn ist es wieder so wie früher. Und ja.